Es war der 9. November 1992, als Köln aufstand für mehr Mitmenschlichkeit und gegen Fremdenhass. Ein Konzert war geplant, organisiert von Kölner Musikern, um Flagge zu zeigen nach vielen Übergriffen und Angriffen auf Asylsuchende. Die Menschen kamen von überall her und es wurden immer mehr. Mehr als 100.000 kamen und bekamen den Arsch hu. Das war letzte Eisenbahn, dass Köln aufsteht und irgendwas sagt. Und als es dann losging, die Leute so langsam kamen, oben auf der Severins-Torburg drauf. Wir sahen vom Weiten, wie die Bonner Straße runterkamen. Und wir konnten uns gar nicht vorstellen, wie viele Menschen da kamen. Da fuhr keine Straßenbahn gar. Also so weit, wie wir gucken konnten, die Bonner Straße vom Klotwigplatz waren nur noch Menschen. Arschhu, Zähne auseinander. Diese ganze Veranstaltung hier, die wir eigentlich deshalb gemacht haben, damit wir machtvoll und vielköpfig demonstrieren können, dass es in Deutschland auch noch was anderes gibt als Neonazis, dass es noch was anderes gibt als Kneifen, dass es tatsächlich hoffentlich auch nach der Veranstaltung noch Zivilcourage gibt, dann, wenn es im Alltag gefordert ist. Das waren ja natürlich auch unsere großen Helden, waren ja mit auf der Bühne. Die Bab-Jungs waren da oben, der Zeltinger war da oben und wir waren auf einmal ein Teil davon. Nicht nur die Rockgrößen fanden sich zusammen, auch Willy Millowitsch verstand sofort, wie außergewöhnlich diese Aktion war. Ich danke euch. Und wenn ich das hier sehe, da gibt es nur einen Satz. So jetzt geht es nur bei uns in Köln. Du gehst die Brüche Holle so wie jede Morgen warst du an der Tee. Da lernt der Typ im Blau mal Sprüche ab, bei der dir nur Gott slash me. Das war nicht ein normales Konzert, wir waren wegen was anderem da. Es ging um die Botschaft rüberzubringen und zu sagen, wir stehen für ein anderes Köln. Ne? Und das war das Wichtigste für uns. Wir wussten, dass die Leute, die da unten stehen, das auch wollten und auch unserer Meinung waren. Und das hat in der Stadt was bewegt. Und dafür stand ja Köln auch schon in den 90er Jahren, dass das ein tolerantes Volk hier ist. Ne? Wir müssen weiter schwule und lesbische Menschen auf die Straße gehen können, sich küssen können, in die Hand nehmen können. Das Gefühl hatte ich an dem Abend, dass wir hier zusammenstehen, so nach dem Motto, lass doch mal kommen. Wir waren, also das war wirklich auch so, lass dir kommen, dann gibt es einen auf die Fresse. Wir stehen hier zusammen. Also verbal, nicht mit den Fäusten. Wenn du dich abends anziehst und gehst auf den Klotwigplatz und da sind 100.000 Leute und bringst deine Kinder mit, das ist ja auch, ne, das musst du wollen.